miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Maxtus 19. Ihr seht es oben, es ist 4. Ja, das Game ist recht alt. Warum ich es Let's Playe? Es ist eines der wenigsten Shooter-Games, die ich je Let's Played habe und gespielt habe. Und ich habe gute Erinnerungen daran, auch eines der wenigsten Horror-Games, wo dazumal Horror-Game war. Das war eines der ersten krassen Horror-Games eigentlich so, wo ich weiss, wo mir aufgefallen sind, sage ich mal. Und ja, 10 Jahre oder so, 9 bis 10 Jahre ist es alt. Und wir tun das mal so zusammen Let's Playen. Fear heisst übrigens First Encounter Assault Recon. Das heisst so wie erste Einsatztruppe, ja, irgend sowas, keine Ahnung. Leider ist alles auf Englisch. Das ist aus dem Grund, weil ich habe ein Package gekauft mit 4, 1, 2 und 3 und 2 Zusatzversionen für 50€. Also voll billig. Ich probiere dann am Schluss alles zusammenfassen. Ich kann sonst mal ungefähr sagen, was jetzt passiert. Zuerst natürlich das Intro. Das Problem ist auch der Sound. Jetzt ist es recht laut. Das Intro wird dann wieder zu leisig. Mit dem Intro wechselt es wieder und es ist fast zu laut. Also ihr müsst ein bisschen den Finger immer am Lautstärkeregler haben. Ich weiss nicht, wie ich es anders einstellen soll. Dann sonst zum Sound im Game, wenn man nachher das Let's Play wirklich startet. Ich habe probiert, einen Kompromiss zu suchen zwischen mich nicht verstehen und die Atmosphäre und Soundeffekte hören. Es ist wirklich ein bisschen mühsam, weil die wichtigen Soundeffekte sind dann sind leislich, wenn ich die Schüsse so einstelle, dass man mich immer versteht. Oder? Ja, ihr werdet es sehen. Und weil ich kein Ultra-Shooter-Profi bin, werde ich das nehmen. Einfach, dass ich auch nicht zu viel sterbe. Ja, also dann habe ich mal Klappen für einen Moment und schalte das Mikro aus für die Cutscene. Sonst noch, was hast du Cutscene? Eben zuerst kommt das Intro, dann kommt das Telefonat zwischen dem Präsident und einer Frau. Wenn ihr etwas versteht, ist gut. Ich erkläre es nachher. Und nachher kommt unser Briefing. Ja, wir sehen uns. Zuerst kommt noch der Ladebildschirm. Eben, es ist ein grosser Alarm. Wir sind erst neu dort seit einer Woche. Das steht jetzt auch nicht, das kommt erst vor nachher. Aber wir sind erst seit einer Woche bei 4, bei diesem Team. Ja. Dann schalte ich mal mein Mikro aus, würde ich sagen. Dann ist auch alles schön leislich. Und ihr könnt den Sound ein bisschen aufdrehen. Ja? Ich probiere dann flüstern, wenn es so weit ist.
wake you, Senator. It's about Origin. So, jetzt können wir langsam wieder Leute There was an machen. uprising. Ich bin Fettel nochmal has taken still. command of the prototypes. My God. We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. Oh, all right, all right. Let me make a few calls. This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. If we contain him, we contain the situation. Fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them. Highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Armacam implanted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? You're putting him in the field? Are you crazy? He just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's roll. What's the first thing you remember? You will be a god among men. We've tracked Fettel to an abandoned building just up ahead. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Just say the word. All right, move it out. Okay, okay. Ja, das ist unser Auftrag. Der Rowdy Batters hat eben unseren gegnerischen Commander, Paxton Fettel, in diesem Gebäude, also in diesem verlassenen Gebäude im Auburn District gefunden. Ja, jetzt müssen wir einfach da die Umgebung nach dem Zeichen vom Fettel suchen. Zur Zusammenfassung von vorher, eben, der Präsident der Anruf war ja klar gewesen. Er hat einen Anruf bekommen, weil irgendetwas Schlimmes passiert ist und er müsse dann noch ein paar Anrufe machen. Das heisst, wir sind ins Spiel gekommen. Gut, unser Briefing. Der Paxton Fettel war der, der so ein bisschen am Picknicken war, steht bei den anderen Leuten. Der Grusigkeit, kannibalistisch. Ah, Ratte! Okay, gut. Was gibt's noch zu sagen? X, Flashlight, da, wo ist X? Da. Flashlight eben unten links gesehen, der nimmt langsam ab. Und es tönt jetzt so, wenn ihr mich hört reden während dem Schiessen. Ja, es geht nicht anders, wirklich. So kann man die Türen aufmachen, das ist auch genial. Hey. Hey, bro. What took you so long? Try to find a way around. Okay, okay. Eben, sorry, ich halte noch rasch an. Es geht darum, dass der Paxton Fettel Kontrolle übernommen hat über ein Bataillon voll Klonen. Also 1000 Klonen. Gut ausgerüstet und trainiert. Easy Problem, oder? Gut. Darum müssen wir jetzt ihn da aufhalten. Wäre cool. Es gibt auch noch so spezielle Spritzen. Jetzt ist meine Gesundheit permanent um 5 gestiegen. Praktisch. Genau. Und eben müssen den Vettel jetzt da eigentlich aufhalten und so. Blockiert. Ja, das ist's zur Geschichte und Zusammenfassung. Wow. Hoi, hoi, hoi. Ja, früher war wirklich das ein krasses Horrorspiel gewesen. Why did you bring me here? Why'd you bring me
Baby? Genau wegen dem muss ich den Sound ausstellen, oder? Ihr habt jetzt das Baby wahrscheinlich schon fast nicht mehr gehört. Bei der Testaufnahme, im Part vorher, den ich aufgenommen habe, hat man es gar nicht gehört. Und das ist einfach nicht cool, oder? Die Atmosphäre muss ich ein bisschen rüberkommen. Wie gesagt, ich habe einen Part vorher durchgespielt und dann nochmal alles genau angelost, weil ich weiss, dass der Sound, also weil ich herausgefunden habe, dass der Sound überall ein bisschen komisch ist. Und ja. Wow. Aus dem Grund kenne ich das jetzt alles schon. Aber nachher wird es blind, also total blind. Nicht nein, das sage ich total blind, aber vor 10 Jahren, wisst ihr, was ich meine? Hold on a sec. Okay, hoi. Saving Checkpoint. Daneben ist da noch 2 und 3, 4, 2 und 3. Noch nie gesehen. Go! What? Go? Ja, ich will ja. Ich kann nur langsam laufen. You were born here, in this place. Ich bin da geboren. Nein. Ich probiere es so übersetzen, wenn er es gesagt hat. Du bist da geboren worden. Ich bin dabei gewesen. So. Solid. Jin, we need you up here. On my way. Looks like we're too late, boss. Just leftovers. The transmitter signal's coming from nearby. It's gotta be around there somewhere. Okay. I'll wait here for Jin. You take a look around. Wir müssen schauen, wo er sein könnte. Wow. Da ist er gewesen. Jetzt ist er nicht da. Irgendwo da ist er gewesen, wir haben es gewusst. Wir haben es gesehen. Schön, hä? Grafik vor 10 Jahren. Vettel! Wo bist du? Wow! Da ist er. The dead man's name was Charles Haberger. I remember him. But are the memories mine or hers? It makes no difference. He deserved to die. They all deserve to die. Come in, over. What's going on? I've lost Fennel's signal. Comcast is his dead mother. So! We've got a situation. Wir müssen das Team rejoinen. What kind of situation? We located those soldiers you were looking for, but we're under... Ja, ich übersetze jetzt halt einfach mal. Er hat so viel gesagt. Der Haggerton, er sagt der tote Mann. Er erinnert sich an ihn, aber er weiß nicht genau, ob es seine Erinnerungen sind oder ihre. Und ja, das Team hat jetzt auch irgendwelche komische Sachen gefunden. Und wir müssen jetzt möglichst schnell zurück. Aber was die komischen Sachen sind, Leute, sehen wir erst das nächste Mal. Bis dann und ich wünsche euch ganz viel Angst. Nein, es passt einfach zu viel. Egal. Peace.